Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ja, genug von der optionalen Sache erst einmal und weiter mit der Hauptquest. Ja, ich gebe auch offen ehrlich zu, dass ich bei solcher Sache gern Tricks und im Internet einmal nachgucke, weil ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich jetzt eine Dreiviertelstunde lang da einfach nur durch die Gegend renne und nichts passiert und ich finde die Schätze einfach ums Verrecken nicht. So ist es halt. Deswegen, da greife ich dann auch offen und ehrlich auf solche Komplettlösungen im Internet zurück, was die Schokobo-Sache angeht. Der Rest von der Hauptquest, das mache ich ja eigentlich eher so, wie ich es noch im Kopf habe. So, Moment, die Hochburg Ibsen, die müsste doch theoretisch hier irgendwo beim verschlossenen Kontinent ziemlich am Zippel sein, oder? Wobei, die haben ja auch was von Autopilot verzählt. Wie war da nochmal der Autopilot hier bei dem Ding? Hoppla, nö. Soll die mal vielleicht nochmal da erklären, wie das funktioniert mit dem Autopilot? Wobei, nee. Die kann man es nicht erklären mit dem Autopilot. Okay. Verschlossener Kontinent war es auf jeden Fall. Touchpad vielleicht. Ah ne, da habe ich einfach nur die Karte. Aber Hochburg... Ah, ne, da sind ja die Sache markiert, genau. Das ist, Alte Hochburg Ibsen. Okay, falscher Kontinent. Kann ja mal passieren. Machen wir mal Autopilot. Wird abgebrochen. Alles klar. Okay. Dann machen wir Autopilot. Ja, wie gesagt, ich hätte ganz gern Autopilot. So. Ah, das ist der Vulkan Guru-Knoch gewesen. Autopilot scheint wohl jetzt auch nicht gerade so die große Nummer zu sein. Dummkopf. So, noch einmal. Nochmal den 4 Elefants. Jetzt sind wir wieder auf uns gestellt. So. Hat im Endeffekt ja auch den Effekt gehabt, den ich mir erhofft habe. Dass ich wieder selbst steuern kann. Gut, hier muss irgendwo die Hochburg Ibsen sein. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Die ist eigentlich auch ziemlich cool gemacht, die Hochburg Ibsen. So. Da können wir jetzt vorher auch nochmal speichern. Weil die wird auf jeden Fall relativ hart wieder. Dann zelten wir nämlich vorher. Genug Zelte haben wir ja auch gefunden durch die ganze Schätze und so. So, das ist auf jeden Fall drin, so als Luxus. Dann können wir nochmal speichern. Und so, da ist nämlich auch die ganze Schokobo-Sache noch gespeichert. Ich habe seitdem nicht mehr gespeichert. Das sind so Sachen, die ich von neuen Spielen genieße, dass es immer so ein Autosave bei sowas macht. So, alte Hochburg Ibsen. Da sind wir. Die ist schon sehr cool gemacht. Ist das die Hochburg, von der die Hilda gesprochen hat? Die finde ich sehr cool gemacht. Sieht irgendwie komisch aus, das Schloss. Fast so, als wenn es auf dem Kopf stehe. Ja, es gibt eine Version, die steht auf dem Kopf und es gibt eine Version, die steht normal. Hallo hopp, 3 kommen mit mir ins Schloss und der Recht wart hier abgemacht. Hey, sie dann. Ja, was liegt da am Hakon? Der Sichtweise von den Dingen leuchtet mir immer noch nicht ein. Immer handelst du im Einklang mit Anara. Ich habe mir stets allein durchgeschlagen und kann dort drin auch genug Teile erkennen. Ich beobachte dich jetzt schon seit einiger Zeit, aber das Sinn in deiner Handlungsweise erkenne ich nicht. Was wird denn dort mit Sarah? Ich will rausfinden, wer von uns beide recht hat, wessen Sicht und Handlungsweise die bessere ist. Ja, also soll sich der Schlüssel befinden, um Siegel zu brechen. Yep, soll er. Dann lassen so ein kleines Wettrennen machen, wenn es erst findet. Versteht sich von selber, dass ich alle gehe. Mahagon, Kerl, was bezweckst du da mit dem Schwachsinn? Halt dich dir raus, Alter. Aber... ganz schön verzwickt die Lage. Ja, lass mal gehen. Der macht sowieso. Meinetwegen. Ich weiß zwar nicht genau, was du mit bezweckst, aber wenn es unbedingt so haben wird, aller hopp. Motto hier. Bin ich vielleicht auch gar nicht so auf den Kopf gefallen. Also, ich bin da mal so frei. Kann man einfach so gehen lassen, sie dann? Müssen wir wohl. Wenn er die Sache so durchziehen will. Alle hopp, dann wollen wir uns doch mal auf den Weg machen. Oder wollt ihr wirklich Mahakon gegenüber die Blöße geben? Ja, mein Team bleibt natürlich so, wie es ist. Ich habe hier Mahakon nicht drin.
Jetzt können wir da hoch. Also ich finde das schon geil gemacht, wie das da auf dem Kopf steht und da aber normal existiert. Das ist unglaublich cool. Die Level-Designs finde ich sehr, sehr geil bei Final Fantasy IX. Alte Hochburg Ibsen. Ja, der Soundtrack hier ist doch etwas disharmonisch. Da haben wir gleich mal wieder was. Mit so schiefer Flöte. Uah, das jagt man immer... Das jagt man echt immer ein Schauderei. Dolch haben wir noch gekriegt. Und ein Aquarius. This is the age of Aquarius. Ich glaube, das war was für Steiner, oder? Nee, doch nicht. Was war dann Aquarius? Müssen wir nochmal gucken. Automatisch. Ich glaube, hier ist es tatsächlich auch so, dass je gammlicher die Waffe sind, dass die mehr Schaden machen. Hier ist alles etwas verdreht. Aquarius. Was haben wir es dann? Verdammt nochmal. Ja, der Stein. Also für den Stein ist es mal nix. Was ist denn... Moment, das könnte doch, genau hier. Aquarius bildete das Schlusslicht, und als er endlich dort ankam, ließ ihn die Frage nicht los. Wer hatte nun Virgo geküsst? Erzählung der Stellatia. Stimmt, sowas war's. Wenn man also nicht weiß, was es ist, kann's eigentlich nur so ein Stellatio sein. Sodela. Ja. Hallo, kleiner Mann. Kulmog. Na? Oh. Irgendein Problem scheint beim Mognet zu sein. Ja, stimmt. Hier kann ich ja die gammliche Dinger noch holen. Weil ich glaube wirklich, je ranziger, desto besser. So, keins Armreif. Haben wir auch noch einer? Jadereif. Haben wir 2. Rotkäppchen haben wir 8. Goldkäppchen haben wir auch noch welche. Na, zur Sicherheit holen wir uns einfach nochmal eins. Spanghelm, Diamanthelm. Ui. Steiner, was Neues für dich? Kraftkittel. Holen wir uns einfach noch einer dazu. Stahlrüstung, Dämonenharnisch. Steiner, wieder was Neues für dich. Kann auch nicht, schade. Holen wir uns nochmal 5 Dodofu. Vakzin. Das ist der Krusch, der gegen Verseuchung hilft. Kann auch nicht, schade. Okay, perfekt. War es erst einmal Kulmog, weil ich will erstmal A legen, bevor wir speichern. So, Stahlrüstung, hast du was Besseres? Dämonenhahn, ich kann auch Vollmonde mitlernen. Du warst, glaube ich, nix genau. Wenn man also nicht weiß, was man eingekauft hat, ne? Kraftkittel. Da ist er noch am Lernen. Ich glaube, du können jetzt wirklich einfach mal auf den Dolch zurückgehen. 8 kann, du musst leider noch lernen, Vivi. Du musst auch noch lernen. Asura-Route, du bist auch gerade so frei. Dann nimm das Schimmligste, was hast. Kraftkittel, Gaia-Kittel. Okay, das bringt dir jetzt auch nicht so viel. Okay. Weite Waffe. Ja genau, der Helm war es noch. Diamanthelm. Kann er Wilhelm Tell Defu lernen. Okay, okay. Dann speichern wir hier nochmal bei dir. Aber komisch mit dem Mognet. Vielleicht muss ich da auch nochmal zur Zentrale gehen und das Ganze nochmal wirklich reparieren. Ist vielleicht, ist wahrscheinlich auch nochmal etwas Optionales, was ich da machen kann. Schauen wir mal, ob ich das nicht eventuell mal demnächst geregelt kriege. So. Jetzt können wir hier gleich mal die These überprüfen, weil ich glaube, es ist wirklich so. Je ranziger die Waffe, desto höher der Schaden. Könnt ihr gleich mal bei Steiner testen. Ahriman. 267 im Vergleich zu Sidan. Ja, der 2000 Schlag mich tot Schade macht. Tja, Lilly, kannst du auch mal gleich gucken. Pratze. Mist. Lilly ist da nicht so gut geeignet. Aber sie macht mehr Schade. Das muss man ihr lassen. Vivi. Schauen wir mal, was das Vieh macht. Blaster. Was ist denn das nochmal für ein Mist? Ups. Vivi ist stehen geblieben. Stimmt. Stehen geblieben, nicht versteinert. Genau. Sidan haut zu. Gott, das war's. Also, These bestätigt. Deswegen finden wir ja auch hier Dolche und so weiter und so fort. Je gammlicher die Waffe, desto besser hier für das Schade.
Leviathan ist gelernt und Vollmond ist gelernt. Und die anderen ein paar schöne Level und Ahriman-Karte gibt es auch noch. Perfekt. Jetzt kann sie Leviathan. Atmos kann sie auch noch lernen. Naja, das ist eine relativ kleine Bestie. Insofern ist in Ordnung. Lernen erstmal Atmos. Und dann können wir endlich Bahamut lernen. Also die Königsbestia. So, hier drin haben wir noch eine Katzenkralle. Das ist die Anfangswaffe von Mahagon, wenn mich nicht alles täuscht. So, da gehen wir erstmal hoch. Ah, okay, können wir nicht. Dann rutschen wir runter. So. Hier ist nichts, wie es aussieht. Da ist was. Hier aber ach. Ich will eigentlich ganz gerne erstmal do hier. Ja, das bringt uns hier nichts. Dann müssen wir wohl do lang. Do können wir auch nirgendwo lang. Heidewitzka, das hat's wieder in sich, die Burg. Kerberos. Ah, das sind ziemlich starke Wesen. Ich glaube, die Henna war A-Fälligkeit gegen Feuer. Ist der Stein eigentlich gut was reißen können? Ja, die Henna A-Fälligkeit gegen Feuer. Hatte ich das noch richtig im Kopf. Puh. Weil Steiner gut Schade verursacht. Naja, Steiner macht hier wenig Schade. Okay. Immer Reflex noch gelernt und ein Opal haben wir noch gekriegt. Okay, sie dann. Immer Reflex, das war vom Ring. Perfekt. Dann haben wir noch was du lernen kannst. Ah, Segen. Sehr schön. Dann machen wir doch das. Ja. Okay, immer Reflex. Kann auch nicht schade. Müssen wir warten, bis jemand doof fertig ist, damit er das lernen kann. Warte mal. Kann ich dort zufällig irgendwo drauf hupsen oder so? Sieht nicht so aus, ne? Ah, doch, warte mal. Ich muss da links irgendwo hinkommen, damit ich da hochklettern kann. Genau. Und dann müsste ich da bei der Galerie rauskommen. Jawohl. Und so auf der Kronleuchter. So rum war das. Warte mal. Kann ich von da runterspringen? Oder von hier? Mist. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Gargoyle und noch irgendeine Kreatur. Warte mal, wir rufen jetzt einfach mal Leviathan herbei. Gargoyle und Agares haben wir hier. Dann machen wir einfach mal Wasser auf beide. Steiner, greifen wir den Agares-Ei. Und du Axidan. So, jetzt haben wir noch die Filmsequenz von Leviathan, der eigentlich auch ziemlich cool gemacht ist, finde ich. So. Der mit dem Blub. Und das macht, oh, einigermaßen schade. Der Gargoyle muss, glaube ich, erst auftauern, bevor er Schade richtig nehmen kann. Feuer gibt's auch für gar nicht. Das macht aber ordentlich Schade. Okay. Ja, heil mal alle vorsichtshalber. So, was sieht da ein Hopf? Knöpfen davor. Auferwecken. Ja, jetzt macht er den Gargoyle lebendig. Jetzt kann der wenigstens auch richtig Schade nehmen. Probieren wir es doch gleich mal aus beim Gargoyle. Ja, der steht als an der Hansel. So, Steiner. Wir gehen erstmal auf den Agares drauf.
Weil der ist der eigentlich gefährliche hier. Steiner kriegt immer noch ordentlich was abgezogen. Ich glaube, das liegt daran, je stärker das Equipment ist, was wir tragen, desto härtere Schade kriegen wir. Oh, das zieht gut ab. Das zieht doch gut ab. Mist. Und... Gott sei Dank. Sie dann hat einen Schutz vor Versteinerung. Mist. Okay, Vivi. Aber auf den Agares drauf wieder. Steiner 8 drauf und sie dann ebenfalls. Eisra. Wieder auf sie dann. Ich hoffe, seine Magieabwehr ist gut. Ja, schon ziemlich. Besser auf jeden Fall als die von Steiner. Sehr gut, der Beschwörer ist tot. Jetzt fehlt nur noch der Gargoyle. Ja, langsame Versteinerung ist des Gips. Und ja, der hat glücklicherweise immer noch einen Schutz dagegen. Sehr schön. Was dich angeht, wir könnten nur Esprit verwenden, damit wir wieder an MP3 kommen. Du greifst da und du greifst auch an. Ich hoffe, der Zauber bringt was bei dem Vieh. 107 MP hat er derzeit und... Jawohl, 57 MP hat er abgezwackt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der Zauber bringt doch einiges. Da können wir uns dann irgendwann ins Äther sparen. Steiner hat er verfehlt damit. Gut, gut, gut. Läuft hier soweit alles in Ordnung. So wie es sollte. Probieren wir mal Eisgar bei ihm aus. Sie dann weiter drauf, genauso wie du, Steiner. Stonehenge. Bitte wieder auf sie dann. Ja, man kann nicht immer Glück haben. Aber Steiner hat er auch verfehlt. Das ist sehr gut. Und das hat ihn erledigt. Sehr schön. Puh, ziemlich harter Kampf, muss ich sagen, dafür, dass es ein normaler Zufallskampf war. Okay. Miragen und immer Regina haben wir gelernt. Sehr schön. Das heißt, Steiner kann ich jetzt theoretisch auch seine Gammelwaffe wieder geben, dass er hier ordentlich was abzieht. Und sie dann hat immer Regina gelernt. Ja, das heißt, theoretisch könnte er sich einen anderen Hut suchen. Aber was Besseres haben wir nicht parat, deswegen behält er das mal. So, hier kommen wir nicht drauf. Da müssen wir ja auch drauf kommen, auf den dappische Kronleuchter. Warte mal. Ah, hier steht die Burg schon auf dem Kopf. Warte mal. Warte mal. Anscheinend nicht. Dann hier lang. Vielleicht hilft das was? Huch. Moment. Wie war denn das nochmal? Ich überlege gerade. Hier muss ich irgendwo runterspringen können. Ha. Der Witter. Okay. Volker. Lilly. Heil dich mal auf jeden Fall selber und Steiner drauf. Wie war dann das nochmal? Ich überlege gerade echt, wie das war. Ja, manche Sachen sind wie gesagt noch fest im Gedankengang verankert und andere, die findet man nicht mehr so leicht. Da muss ich dann wieder neu machen, aber wie gesagt, das ist bestimmt so 12 Jahre her oder so um den Dreh. Die finde ich auch sehr cool gemacht mit ihren 2 Mäuler, die Viecher. So.
Ja, die Kerberos finde ich definitiv sehr cool gemachte Gegner. Die gefallen mir gut. Okay, wenn das nicht so war, dann muss ich vielleicht auch in einen anderen Raum wieder. Okay, Level-Ups haben wir ja. Ach, wir am laufenden Band. Das freut mich auch. Okay. Ist hier ein Seil oder so? Hä? Ach Mann, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Da müssen wir wohl doch da lang. So. Gucken wir uns hier noch nochmal um. Ah, da können wir hoch oder runter. Hier unten ist nichts weiter. In den Gang können wir aber nicht. Okay. Da können wir hier. Okay, Moment, der kommt erst später. Da ist auch noch was, wo wir hier latschen können. Ah ja, da ist noch eine Schatztruhe. Eine Route. Okay, auf der anderen Seite ist auch noch was. Wie komme ich dann da am besten hier? Am besten wäre doch hier, ne? Warte mal. Ja. Ah, nee, dann kommt er noch da rüber. Okay. Dann da und da vielleicht. Und... Hoppla. So. Ah, da können wir auch nochmal Stockwerk wechseln. Huch. Ah, scheiße. Mist. Entschuldigung. Tja, besser zu spät als gar nicht, aber der Sieg geht trotzdem an mich. Wie ich vermutet habe, die anderen sind ja nur Klotzampel. So, Stück gegen mich natürlich nie eine Chance, sieht an. Und, hast du den Schlüssel jetzt gefunden oder nicht? Ich denke, die Wand da ist der Schlüssel. Bin aber nicht ganz schlau draus, war. Aber was kümmert mich das? Was Menschen jetzt schon wieder? Jetzt, wo ich weiß, dass mein Weg der richtige ist, habe ich keinen Grund mehr, dir zu folgen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, stehen wir uns vielleicht im Kampf gegenüber. Bis die Tage. Was für ein egoistischer Kerl, zeigt er also endlich mal sein rohes Gesicht. Aber es ist sein Leben, oder? Wenn er damit zufrieden ist, na, dann soll er doch. Wir sollten uns dummeln. Okay, gut, doch noch nicht so arg wie gedacht. Puh, dann soll ich aber erstmal hier an der Stelle meinen Cut machen. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir uns in der Hochburg Ibsen umgucken werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.